Und weiter geht's hier bei Yu-Gi-Oh! 5Ds Master of the Cards im Kampf gegen den nächsten Trendsetter mit dem Deck eines mittelmäßigen Gottes, wie es aussieht. Naja. Wird deswegen sicher keine allzu große Herausforderung für uns sein. Trotzdem mal gucken, was er denn so drauf hat. So, und auf mal, dass es der letzte Trendsender für eine Weile sein wird. Also ja, noch nicht unbedingt dann rausnehmen muss, sondern wir einfach da irgendwie durchmarschieren können. Das ist ja. Beziehungsweise wäre so mein Vorschlag, ob es klappt. Naja, vermutlich eher weniger. Alter, überall nur Trendsender. Vor allem das Nervige ist ja, die kommen immer wieder. Kannst machen, was du willst. Die kommen einfach immer wieder. Ist klar, Topf hier. Mhm. Was? Alter, ich dachte nur eine von den beiden kann den Deck haben. Darf er beide haben, ist klar. Hä? Oh, ich glaube, auf der. Ja, okay. Exodia. Deswegen glaube ich auch mittelmäßige Gottheit, was? Ach du Scheiße. Ja, ist gut. Alter. Also eine unfaire Scheiße. Jetzt haben wir freundliche Wohltat. Was hat er gerade abgelegt? Jetzt haben wir freundliche Wohltat, jetzt haben wir Topf hier und so. Alter. Da kotzt es mich gerade ein bisschen an. Stufe 7 war, okay. Was mache ich mit gegnerischer Hand? Das ist eine gute Frage, ich habe gar keine Kombi dafür. Ups. Das könnte das werden. Ah, toller Brett auch. Dankeschön. Spielerwechsel. Dann mache ich das mal, wa? Okay, er hat also vor Exodia zu ziehen. Sonst würde es keinen Sinn machen, dass erstmal das Tick mittelmäßige Gottheit heißt und zum anderen, dass er da ständig Karten zieht. Beauftragte Dämonen. Ist klar. Okay, aktiviert zuerst mal den mystischen Weltraum-Taifun. Der fegt die Karte weg. Nachladen. Lade nach! Ja, wenn ich Pech habe, gleich verloren. Nö, ich hatte Glück. Sehr schön, rufe ich jetzt. Ne, erstmal spiele ich nochmal die Zauberkarte Freundliche Wohltat. Ja, was du kannst, kann ich schon lange. Penner. So, und jetzt die Karte weg. Eigentlich die auch. Ich brauche dann vor allem ein bisschen Monsterstoff, nicht wahr? Und rufe Nebeltalsoldat im Angriffsmodus. Tja, Kumpel, Exodia ziehen zu wollen, ist zwar eine hübsche kleine Idee, das Problem ist nur, schaffst du es auch? Da noch ein bisschen den Zweifel. Gut, das war das erste Mal und ich bin in meinem Zug. Und nochmal die Kartenzerstörung. Was bist denn du für ein Penner? Der will einfach Karte um Karte ziehen. Kannst machen, was du willst. Okay, Metok, ja, ist er gut. Und der noch, ja, ist er schön. Was bringt ihm das? Klar, er ruft jetzt da Metok, unter Finsternis und so. Oh, okay, ist da der ist Unterweltler. Also kann ich jetzt bereits mindestens 3 seiner Karten, also sprich jetzt auch 2, die er auf der Hand hat. Das heißt, er könnte maximal 4 Exodia-Teile auf der Hand haben, falls er überhaupt Exodia hat, weil irgendwie hat er ein seltsames Deck für Exodia. Ein bisschen crazy ist es wirklich. Naja, ich setze mal eine Karte verdeckt und lass ihn mal wieder machen. Was hat der bloß vor? Den Deck um Exodia zu rufen, stelle ich mir ein bisschen anders vor. Erscheine, Beauftragte der Dämonen. Oh, Hilfe, so mächtiges Teil, 2100 Punkte, Hilfe. Bäh. Der hat doch gar nichts drauf, der ist doch viel zu lasch. Und ich aktiviere die Eisenschrott-Vogelscheuche. Und damit ist der Angriff abgewehrt. Der Beauftragte Dämonen selbst ist zwar nicht schlecht, aber auch ein bisschen mehr noch, um da
was machen sie können. So dann rüberholen, nachher opfern, das ist eine Variante. Außer ich mache es anders, aber dazu müsste ich die Karte da abwerfen, will ich auch nicht. Ich will am liebsten nochmal freundliche Wohltat spielen, aber dazu müssen 2 Karten abwerfen. Die wird gehen, aber die braucht unbedingt noch. Okay, warte ich erst nochmal. Ich will erst nochmal gucken, ob da wirklich sicher ist, dass der da Exodia hat, weil irgendwie gefällt mir das Deck da gar nicht. Geh fräßig, Angreifer. Ja, immer noch ein bisschen crazy das Deck, was er da aufgebaut hat. Ich meine, ja, für normale Monster sind sie relativ stark und so. Relativ bekannt von dem her, also kein Problem. Aber trotzdem ist es noch leicht verrückt. Ja, Fersenplünderer, Fersenplünderer natürlich. Was will er bloß damit bezwecken? Nun gut, dann spiele ich mal die Zauberkarte Magische Steinausgrabung. Hier ist mal meine Riesentronade, meine Captain ab. Und damit kann ich mir eine Zauberkarte vom Friedhof zurück auf die Hand holen. Sehr schön. Nun aktiviere ich nochmal meine freundliche Wohltat. Ziehe 3 Karten, lege 2 ab. Ja, die Frage ist bloß welche. Silberflügel sicher mal. Ja, Breaker, komm, hau raus. Bei Gleichstand darf ich ja wählen. Aufschlagen, Topf schlagen, du, Bams. So, jetzt habe ich mal ganz schnell 800 Lebenspunkte. Und hole mir den Beauftragten der Dämonen auf meine Seite. Da ist zumindest mal ein Monster, was noch ein cooles Artwork hat. Beauftragte der Dämonen, Blitzangriff. Das hat doch schön gesessen, du. Tja, Kumpel, will mal sagen, opfer ich noch ganz schnell deinen beauftragten Dämonen und ruf meinen Trickreichen. Und das war's, du bist dran. Aber ich meine, es bleibt, also ist und bleibt verrückt. Bloß eine Karten sehen könnte, aber so ist natürlich ein bisschen sehr doof. Aber dann keine Karte irgendwie? Ne, natürlich nicht. Lässt natürlich auch in die Karte gucken. Ich meine, hier siehst du, ja, es ist einfach nur, dass ein Deck ist, mit dem er halt schnell irgendwelche normale Monster ziehen will. Und das siehst du vielleicht noch, aber alles andere. Verrückt, verrückt. Nun gut, wird schnell nicht aufgehen. Trickreicher. Greif an und vernichte sein verdecktes Monster. Oh, der 3D-Trainer. Ey, yo Mann, ich bin der 3D-Trainer, na was geht ab, Alter? Gut, Schrei der Untoten verdeckt und das war's das erste. Ah, noch einer auf der Hand, wie es aussieht. Der Beauftragte. Herbeigerufener Totenkopf. Los, Attacke! Vernichte sein Monster! Nö, da war was dagegen. Meine Eisenschrottvogelscheuche wird das blocken. Der hat doch keine Chance. Du. Ah, Sangan. Auch eine schlechte Idee. Ich überlege gerade. Ich hätte den noch am Friedhof. Der Marshmallow, Nebeltalsoldat. Das ist nur für 4 Monster. Mal gucken. Nochmal Sangan im Angriffsmodus. 1200 was. Natürlich ein bisschen doof.
Jetzt schreit er unten und aktivieren. Nebeltalsoldat, genau. Nebeltalsoldat rufen. Geben nachher Stufe 7. Dann tun wir auf den Friedhof. Geht sogar. Schreit der Untoten. Holen wir uns einen Nebeltalsoldat zurück. Unser nettes, kleines, cooles Level 4 Synchromonster. Und rufen den schwarzen Rosendrachen. Synchrobeschwörung! Und ab geht's, Leute! Ja, ist klar. Da ist er auch schon. Nö, jetzt noch nicht. Dazu kommen wir gleich. Brauche vielleicht den noch, einen Zombie. Was brauche ich sonst eventuell noch? Krebon, das Endersynchron. Endersynchron, wäre noch eine coole Idee. So. Ja, wenn man sagen reicht, wa? Ist doch eigentlich schon genug für einen Zug. Und das war's das erste. Lalalala. Soldat, der Unterweltler. Der kann doch nix, der gleich vernichtet. Ja, also da treibt, aber echt keine Ahnung. Ein bisschen verrückt ist das aber wirklich schon. Was ich ein bisschen seltsam finde, das auf 0 zu reduzieren. Also könnt schwören, Freunde, dass bei Reverse of Arcadia von DS noch so war, dass egal ob das Manns Verteidigungsmodus oder Angriffsmodus, man kann den Effekt des schwarzen Rosendrachens trotzdem aktivieren. Sprich, da war es eigentlich egal. Verrückt. Ich scheinbar nicht, deswegen aktiviere ich jetzt mal Spalt, den. Okay, klappt. Fange ich den Soldat der Erzunterweltler und rufe Endersynchron im Angriffsmodus. Tja, na dann. Und man sagen, wir brauchen Monster mit Power, eigentlich nicht, wahr? Stufe 6 reicht locker. Flammenlurkisas im Angriffsmodus und Endersynchronsfähigkeit aktiviert. Geil. Blub. So, schwarzer Rosendrache. Und nun kannst du dann eine besondere Fähigkeit aktivieren, Tomate aus dem Friedhof entfernen und den Beauftragten ganz schön schwächen. Alter, das ist so krass. Einfach 0 wieder zurück. Schwarzer Rosendrache. Greif ihn an. Mit dem mächtigen schwarzen Blütenwirbel. Tja, das könnte ein bisschen wehtun. Bam! Sehr schön, nun Flammenlurkisas. Direkter Angriff, Attacke. Und das war's. Ja, also wie kam der zur mittelmäßigen Gottheit, ganz ehrlich? Das ist für ein Schwache. Und vor allem, wieso durfte der? Alter, der hat jetzt zweimal top agiert, zweimal freundlicher Wohltat, hat garantiert dreimal im Deck. Und wir? Wir dürfen einmal eine verbotene Karte im Deck haben. So was von mies. Obwohl, vielleicht kann ich ja mittlerweile. Wollt ihr mich jetzt verarschen, wenn ich es nochmal haben? Da gibt's doch nichts. Ja, toll. Wer soll jetzt hier einen Stufe 2 Dinger haben? Freunde, jetzt nicht auf die Suche nach allen. Kann ja knicken jetzt, ja, gegen den catch ich jetzt noch, vielleicht hat der was. Vorher noch ganz kurz was anderes gucken, kann ich irgendwo, was, Optionen vielleicht sogar? Nö, hier was nicht. Crazy. Dann haben wir ganz kurz PDA rein in Shops-Menü. Vielleicht hat es sonst noch etwas da drin, etwas Nettes, Kleines.
2 Booster Packs, dann wollte man mich eigentlich verarschen, oder was? Ja, das ist auch ein bisschen lame, als von Etage zu Etage plötzlich andere Booster Packs weniger hast und so. Naja. Was soll's? Also, was bist du für einer? Gladiator hält doch nicht schon wieder so einer. Habe ich schon mal erwähnt, dass Gladiatoren hasse? Ja, okay, gut. Wär's geklärt, Mann. Erster, zweiter, noch knapp 5 Minuten Zeit für diesen Part. Part 94 bereits, alter Schwede. Also könnt ihr darauf verlassen, Freunde, das Let's Play geht garantiert maximal noch bis Level 99. Weiter mache ich ja nicht mehr. Da kann kommen, was wolle. So, ja, natürlich schön. Wo soll ich jetzt diese Karte ziehen? Ein bisschen verfrüht noch. Also jetzt erstmal ein Monster verdeckt und warte noch ab. Gladiatorenpower. Die Scheiße schon wieder. Okay, so war nichts Besonderes eigentlich. Elementarheld Stratos, was bringt der denn? Ja, Elementar das im Deck wählen ist ja schön, aber Prisma, Stratos, ich sehe den Sinn dahinter nicht ganz, muss man mal ganz ehrlich zugeben. Ach, egal, vielleicht muss das auch gar nicht. Mystische Tomate! Ja, und mach jetzt da am besten. Dann mystische Tomate rufen, was anderes, dann ist Modus spielen. Ja, komm ich so nicht. Die Geisterwache im Angriffsmodus. Oh, ich hab so Angst vor ihm. Eine Karte verdeckt, ja. So. Silberflügel. Ich habe einen Cyberdrachen auf der Hand. Silberflügel mit einem Monster vom vernichtenden Schützen. Ich überlege gerade, ob ich den Rotdrachen jetzt unter Welt rufen soll. Oder aber doch lieber was anderes, Sternschutdrachenmäßig. Man weiß nicht ganz, wie viel Power ich gerne hätte. Aber egal. Der Goldene Sarkophag. Kann ich später noch entscheiden. Jetzt wähle ich erstmal ein Stufe 3 Monster aus. Synchro natürlich, sprich ich wähle mal den finsteren Resonator. Und schicke ihn für 2 Züge in die Zukunft. Gut, das war's auch bereits. Zeig doch du mal, was du drauf hast. Du. Oh, er kommt. Die Rettungskatze. Oh, ist die süß. Was kann die schon wieder? Versuchstiger. Ich dachte, das wäre verboten. Du. Tiere für Versuchsobjekte zu misshandeln. Okay, ich fürchte, es wird übel, Freunde. Wir haben nicht lange Zeit, wie es aussieht. Oh, Scheibenkleister. Lakari. Nun gut, Kaiser kann natürlich die Angstpunkte des Monsters senken. Senke mal seine und hoffe, dass mich nicht mehr so viel wehtut, wa? Weil das könnte Aua machen. Du. Naja, 800 Punkte steckt jetzt noch weg, das ist nicht so das Problem. Seine Monster sind es teilweise dann schon. Also, liebes Deck, lass uns bitte nicht im Stich. Ah, die Riesenbazille, geht doch. Die kann ich hoffentlich noch für einen Zug über Wasser halten. Ja, das hoffen wir. Du. Und er ruft noch ein. Ja, servus dann. Drei Monster, ich habe 3 Monster. Könnte eng werden. Naja, High Five und so. Okay, das wäre
down, aber er kriegt natürlich einen Schaden dafür. Das ist natürlich schon mal sehr schön. Und wir können zwei Riesenmazil aus dem Deck rufen. Ich überlege gerade, monstermäßig. Grümpelkrieger ist natürlich ein bisschen doof, wenn ich keine Stufe 2 Monster mehr auf dem Feld habe. Und Stufe 2 Empfänger noch. Krebons, der Zombie. Mal ganz schnell Kataster aufs Feld, wäre natürlich hier auch optimal. Wie du mir, so ich dir, Alter. Dummerweise wird er immer noch Lebenspunkte technisch. Aber egal. Wird schon irgendwie aufgehen. Ich hoffe zumindest immer noch. Autsch! Ja, 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 das wird wehtun. Du. So, und jetzt noch eine Karte. Da verlohnt unser Riesenturnal schon fast. Der Schrei der Untoten. Perfekt. Ich habe also fast alles damals brauche für meine Mega-Kombo. Nun gut, wollen wir mal. Aktiviere zuerst mal meine Riesentrunade und schicke allen zauberfallen Karten zurück auf die Hand. Soll das eine Karte sein, die ich unbedingt auf dem Feld haben will? Krebons. Okay, Freunde, Planänderung. Wollte gerade eigentlich mit dem Drachen loslegen, aber wenn das so ist... Na, natürlich eine bessere Idee. Um uns mal noch ein bisschen die Feldkontrolle wieder zu sichern. Das heißt, du kommst aufs Feld. Mal überlegen, eigentlich sind vor allem die beiden gefährlich, weil Stratos kann sowieso momentan nichts tun. Sehr gut. Dann rufe ich mal meinen Verbündeten der Gerechtigkeit, der mächtige Katastor. Sieht zwar eher so aus, wie auch ein Trainsender, ein alter Schrotthaufen und so, aber der Typ hat's drauf. Und genau deswegen so, sehr schön. Und mal sagen, das ist eine Karte verdeckt. Und das war's. Gut, Roter Nerz unter Welt kann ich eigentlich so rufen. Ich könnte den roten Nova-Drachen fast rufen, ja. Sprich, eine Karte fehlt dazu noch. Der gute alte Zombie fällt mir dazu noch. Was? Was soll das ein Synchromonster sein? Ein Finsternis-Typ, ist ja klar. Oh, Scheibenkleister. Ja, ich überlege noch mal, wenn ich mit dem ausrüste, wird es zwar nicht zerstört, das ist natürlich schön, aber mir fehlt noch der Bonus noch. Alter Schwede, das ist natürlich jetzt ganz doof. Die freundliche Wohltat. Gucken wir mal, vielleicht kann die uns ja noch wieder mal den Arsch retten. So offen wäre es beinahe. Die Tomate können noch gebrauchen. Einfach den mal noch ab und die hier. Sehr schön. Wenn man sagen, jetzt reißt nochmal ein Monster verdeckt im Verteidigungsmodus. Wieso seht ihr später? Setzt die Karte verdeckt. Und lass mal. Also mein Ziel ist der rote Nova-Drache. Ich hoffe, er spielt mit, dass es also klappt, weil wenn nicht, dann, genau, dann das. Okay, Freunde, voll verarscht, es geht nicht mehr. Wieso? Ganz einfach, natürlich für den roten Nova-Drache brauche ich das mit Schrei der Untoten und so und sprich, ich muss Krebons zurückholen, das geht jetzt nicht mehr, weil man die Karte zerstört hat, ganz toll. Kann ich irgendwie, nee. Was anderes geht auch nicht, toll. Du bist auch nur ein Arsch. Zeige dich, Elemental Prisma. Ja, nee, ist klar, ein Prisma.
das war die Tomate. Jetzt muss man überlegen, was wir jetzt da am besten machen. Ender-Synchron wäre genial. Das Problem ist, der Typ bringt mir jetzt nichts mehr. Oh. Egal, wird schon hingehen. Irgendwie klappt das schon. Alter, muss da so ein starkes Monster rufen. Nee, Level 10 ist klar. Da kriegt keine entscheidende Waffen. Naja, du mich auch. Ne, das Lichtmonster ist mir ein bisschen zu heikel, ganz ehrlich. Stufe 2 geht zwar immer, aber eigentlich. Der hier wäre cool. Irgendwas mit dem nachher machen könnte. Ja komm, wenn ich jetzt sowieso einen roten Oberdrachen noch irgendwie rufen will, muss ich sowieso so machen. Anders geht's gar nicht mehr. Oh, ist klar, noch eine verdeckte Karte. Kannst du mir mal in Ruhe lassen mit dem Scheiß? Macht der Spiegel, das klingt immer gut, aber erstmal rufe ich den Cyberdrachen im Angriffsmodus. Da lässt man noch, okay. Auf Vincent Lasernaten natürlich. Und jetzt wird es Zeit. Ich dachte auch schon daran an ihn, aber habe nicht mehr genug Krieg auf dem Friedhof für das gegnerische Monsterteil. Also rufen wir den Rotdrachen Erzunterweltler. Eine meiner stärksten Bestien. Und sicher mit dem epischen Auftritt von allen. Sehr schön. Nun aktiviert die Zauberkarte Silberflügel. Die mir auch einen kleinen Bonus verschaffen. Sehr gut. Und nun, Rotdrachen Erzunterweltler, wird es Zeit. Vernichte Elementarheld Prisma. Ah, ja, nee, ist klar, ist klar. Du bist doch einfach nur ein Pennermann, du, ein Pennermann, ein alter Pennermann. Ja, mit einer können den natürlich im Verteidigungsmodus morphen und wissen ja, wenn er angreift, wird alles im Verteidigungsmodus zerstört. Wäre also schon geil, aber wie gesagt, muss natürlich auch erstmal schaffen alles. Gut, Silberflügel war schon mal eine gute Karte. Die kann man stimmt besetzt. Natürlich wäre es genial, wenn ich jetzt noch irgendwie Stufe 3 Synchro Empfänger ziehen würde, wobei, wie soll man das irgendwie weiterhelfen? Das ist noch das andere Problem. Ist der bescheuert. Mit dem zuerst noch einen Effekt aktivieren, um eine verdeckte Karte loszuwerden, aber nee, geht natürlich mir voll in die Lappen. Da bist du doch selber schuld. Du. Okay, wenn du unbedingt so haben willst. Ah, Marshmallow, sehr gut. Das sind nur Stufe 3. Noch ein bisschen zu wenig, aber egal. Rotdrachen Erzunterweltler. Vernichte sein Monster. Alter, kannst du mal mit dem Scheiß aufhören, ey. Wie ich Waboku hasse. Zum Glück bringt das alles nix. Nicht in unseren Rotdrachen Erzunterweltler. Eines der krassesten Viecher, du. Ja, war klar. Noch ein Waboku, was? Aber es war zumindest der dritte und damit auch der letzte. Wenn man erst 3 kann selbst der nicht ein Deck haben. Das geht einfach nicht. Also dann, Rotdrachen. Ne, stimmt ja, ist gar noch nicht da. Rotdrachen Erzunterweltler. Greif an. Und weg ist er. Sehr gut, sehr gut. Das gefällt einem doch. Ja, das ist noch eine Karte verdeckt und das war's das erste. Alter Schwede, Alter, warte mal inne. Müsstest du ja schon sprich ein paar Zeit 10 Minuten beendet haben.
Und der alte Trödel drum, als gäbe es kein Morgen mehr. Ja, ein neues Gladiatorengeheuer nach dem anderen. Bringt dir nichts mehr, du hast verloren, Kumpel. Bin ich nach meiner Monster, bist du einfach nur ein jämmerliches Etwas. Rotdrachenerzunterwäldler, beweis es ihm. Und nach der ist jetzt endlich down. Hat einer halt Lichtschwert und könnte ich Spalt aktivieren und direkt angreifen. Was natürlich auch genial wäre. Hätte dann sonst noch, die meisten sind ja stark und so, wäre noch ganz cool. Nochmal der Prisma. Ja, ist gut, ist gut. Und der bringt dir gar nichts. Ja, Spielverteidigungsmodus, ganz toll. Haben noch irgendwie ein starkes Monster im Deck, was einfach so rufen kann? Nö. Aber immerhin noch eine coole Karte. Ja, wieso nicht? Was wird er gehen? Ich rufe Ender-Synchron im Angriffsmodus. Ja, Mann, bin da. Und spiele dann die Zauberkarte. Gemeinsam sind wir stark. Für unseren allmächtigen Drachen. Jetzt wird der noch weiter aufgepustert. Was aber nicht schon stark genug wäre. Und Stikowski. Und jetzt greifst du noch einen Ender-Synchron, weil sonst wirst du vernichtet und das wäre ein bisschen doof. Oh, scheiße, macht gar keinen Schaden. Tschüss. Ja, ist natürlich ein bisschen doof, aber dein Effekt macht das wieder hin. Da wäre kein Stufe 4 Synchrons, das fehlt eigentlich noch, Freunde. So die Waffe aus Waffenkammer und so etwas. So, haben wir dann die Kette, natürlich auch nicht schlecht, aber erstmal rufe ich noch Marshmallow im Angriffsmodus. Ja, Mann! Und nun Rotdrachenerzunterwäldler. Greif ihn direkt an. Glutrotes Feuer. Der Drache macht immer so ein High Five. Los, shake ihn, shake ihn. Das war doch schon mal sehr cool. So, den Marshmallow nochmal ganz kurz angreifen. Einfach nur so just for fun. Ja, ist klar, voller Lichtstrahl. Das kann das Teil doch gar nicht. Ender-Synchron. Der muss nichts mehr ändern, muss nur angreifen. Tja, ich würde sagen, das Spiel ist so gut wie vorbei. Also wenn jetzt noch fehlen würde, was ganz nice wäre, wäre halt wie gesagt noch so, ja, ein Grümpel-Synchronisierer. Wir können trotzdem noch einen roten Oberdrachen rufen, wobei, wie gesagt, und sowieso kann noch was. Könnte sogar stärker sein, wa? Und was kommt? Es ist der Zombie. Ich kann den zwar im Angriffsmodus rufen, aber ja, wieso nicht? Komm, kriegt der Drache noch ein bisschen Power-Up. Auch krass, war 3 so schwache Monster und der andere so, ja, Mann, geil. Achso, hätte natürlich Stufe 5, war nachher Stufe 6. Nee, komm, bringt nichts mehr. Nein, wollte er gar nicht, Ich will angreifen. Mit dem stärksten Drachen aller Zeiten. $6200, alter Schwede. Und das war's. Wieder mal nach ach so langer Zeit. Puh, ey. Und auch das ging ganz schnell. Ja, Level 2 erhalten, Gott sei Dank. Ja, Freunde, das bin ich noch nicht schuldig jetzt noch. Aber ganz kurz noch mal ein bisschen weiter. Sprich, jetzt sage ich jetzt noch, wie es hier weitergeht. Auch noch mehr, ey, das ganze Feld voll.
Also nicht, vielleicht nicht die ganze Feld voll, aber viel echt nicht mehr. So, mach auf. Ja, danke schön. Wie geht's jetzt weiter? Das war irgendwie klar. Leute, wie es weitergeht hier bei Yu-Gi-Oh! 5Ds. Verarsche auf der Cards, das erlebt ihr im nächsten Part gegen die nächsten Transcender, weil es einfach irgendwie zum Spiel dazugehört. Und ja, ich weiß auch nicht. Vielleicht ist es bereits das nächste Mal der letzte Part. Mal gucken. Bis zum nächsten Mal. Ciao.